Und da sind wir auch schon wieder, zurück in Rosalstar bei Pokémon Omega Rubin. Hallo Leute, willkommen zurück. Und ich habe noch was gemacht, so, währenddessen ganz kurz offscreen, denn mir fiel hier ein, ja, Moment mal ganz kurz, Michael, es gibt hier was Neues freizuschalten. Ja, genau, man kann in einem bestimmten Rahmen, also sprich Zeitrahmen, ich glaube vom 28. November bis, schlag mich nicht, ich glaube irgendwie Ende Dezember, glaube ich, war. Ich bin ganz sicher, egal. Kann man sich ein Shiny Tanhell herunterladen, sprich per Geheimgeschehen, also halt über ja, Nintendo halt, war Nintendo Networks, auch immer das Ganze wieder heißt. So, und das müsste glaube ich die Dame hier sein, über die können wir ein Shiny Tanhell erhalten. Einen schönen guten Tag, muss Michael sein, ich habe ein Geschenk für dich erhalten, hier bitteschön. Und wir haben Tanhell erhalten, geil Mann. Komm halt wieder. Ja, Leute, ob ich das Tanhell trainieren werde, also ich wäre sehr dafür. Natürlich hängt es ja von euch ab und so, aber ich glaube, generell Tanhell, sprich nach Metergröße, ist sowieso ein geiles Pokémon. Und das Teil hatte sogar seinen Megastein bereits dabei. Genau, ein Shiny Tanhell, sprich ein ganz hübsches, nicht ein blaues. Und es hat den Metagrossnit. Ach, die Namen, ey. Und ganz ehrlich, mal Stahlpsycho ist so ein geiler Typus. Typkombination, okay. Bitte was? Sag mal, ihr könnt mir gerne korrigieren, aber ich glaube, ich spinne gerade ein bisschen. Also ist natürlich ein anderer Pokéball, das ist ein anderes Thema. Nee, mir geht es gerade darum, wegen den Attacken. Eisenabwehr, 10 Kopfstoß, Eisenshell, Zurückhaltung. Jetzt denke ich so Bodycheck. Aber Tanhell war es bis jetzt eigentlich in allen Spielen so, dass ja, es hat eigentlich immer nur Bodycheck als Attacke drauf, bis ich halt auf Level 20 dann mal zu nicht Metagross natürlich, aber bis auf mal sich wann entwickelt war. Seltsam. Okay, sind die Bonusattacken nicht gerade mal so. Aber Zurückhaltung war es vermutlich eher weniger. Mindestens ein Kabel verbleibt. Oh! Doch, das ist natürlich zum Pokémon-Schwächen genial. Eisenshell, 10 Kopfschnitt natürlich vor allem für Tanhell sehr gut, weil es wird sowieso so sein, dass ja die Pokémon-Gattung sich halt speziell auf den physischen Angriff konzentriert. Eisenabwehr, ja, kann man auch machen. Ja, also wer seid dafür, dass wir das machen, ist einfach mal so im Team noch ein bisschen und wenn ihr dann sagt, nee, bitte doch nicht ein anderes Pokémon, dann nehmen wir es halt raus. Okay, dann so etwas hier. Oh, wenn ich nur Weibchen. Wahrscheinlich weiß keiner so genau, was der Unterschied zwischen Geschlechtern ist. Die einen haben, naja, eine Art Zipfel zwischen den Beinen und die anderen haben Zipfel auf Brusthöhe. Oh Mann, ey. Was weißt du über Männchen, Weibchen? Magazine, das ist auch so, okay. Wenn du meinst, so einen Stock gibt es hier also nicht. Nein, muss auch nicht sein. Ein Käfersammler. Servus. Pokémon sind fantastisch. Du kannst den Service nutzen, ob du willst. Und zwar kostenlos. Das macht Hunger ist viel sorgenfreier. Du musst ja wissen. So, ist eben noch jemand das PC oder wie sieht's aus? PC ein, jemand das PC, okay. Brauchen wir nicht. Der Typi. Der Pizza da, der Tick ist für alle Trainer da. Das heißt, dass auch du ihn benutzen darfst. Ja, wenn er heißt, alle Trainer dürfen ihn auch benutzen. Ist ja eigentlich logisch. Nur gut, Leute. So, einmal zum Pokémon Center und zum Tanhell. Lalala. Jetzt kann ich noch nicht auf eure Kommentare vom ersten Part eingehen, weil ich den Part direkt danach aufnehme. Sprich, ja, kann nun der frühestens in Part 4 drauf eingehen, was ihr so im ersten Part bereits geschrieben habt. Ich denke, ein Team-Pokémon werden, desto mehr Orte kannst du bereisen. So, auch logisch. Laufsteigen, stärker werden, okay. Ein bisschen ja, so Anfängertricks, wa? Oder Tipps und Tricks wohl eher. Pokémon hören, okay, ansonsten, jo. Also doch, Grafisch-Style doch ein bisschen, ja, halt XY-mäßig ein bisschen aufgemotzt. Und ich glaube, der Charme, der kommt doch noch von Höhen zurück, wo Dinge selten ihren Anfang nehmen. Interessant. Was ich vielleicht auch schon ab Part 4 machen werde, ist mal die ersten Starter-Pokémon aus Alpha Saphir rübertauschen, weil ich möchte halt bei Alpha Saphir nicht privat zocken. Wenn es geht, schon mal ein Pokédex ein bisschen so aufrüsten, dass... So schleichen die jetzt so. So aufrüsten, dass ich halt jeweils die Starter-Pokémon, sprich gegen Arbor und Hydro bereits mal rübertauschen kann. Und das kann ich ja theoretisch schon bereits mal ein bisschen zeigen, wa? Man kann es unter anderem von den Pokémon zu ändern. Das könnte einen Vorteil verschaffen. Ja, soweit auch logisch.
Aber ich glaube, sonst gibt es hier nicht mehr viel zu tun. Mal ein bisschen rennen. Was willst du hier? Noch irgendwas so praktisch. Haben wir schon mal. Der Typ. Schauen wir mal ein Spiel. Jo, hatten wir auch schon. Können bereits Pokebälle kaufen. Wäre natürlich noch ganz schön praktisch. Ich muss sagen, sieht cool aus. Habe ich vor Tafel links oben. Ne, ich habe nur Tränke. Das ist natürlich doof, Mann. Lalalala. Ist ja auch eine Pokéball da? Ja, mir geht's genauso. Ja, stimmt, ich erinnere mich wieder. Ja, das war ja so, dass es erst vom Rückweg geht. Also, hoff's mindestens noch. Man könnte theoretisch ein paar Dinge eingebaut haben, die im Original so waren, aber jetzt im Remake halt... Ah, nicht mehr. Das haut ein bisschen seltsam aus. Route 103. Na gut, Leute. Wie gesagt, von der Maike. Und es wird wieder mal gecatcht. Ja, ja, ja. Ein Wingal. Ja, welches Level? 3. Naja, sagen sie nicht gerade irgendwie Flammenlos schon. In die Ackerknarre drauf, dann müsste es eigentlich gut gehen. Katz, Katz! Und tschüss zurück! Nein! Es lebe der Levelunterschied, der zumindest auf dem niedrigen Niveau noch etwas auswirkt. Okay, Tanhell, du bist dran. Kommt er viel früher zum Einsatz, als ich eigentlich dachte. Shiny! Neutral Torso. Alter, Tanhell, ich glaube, vor allem jetzt zu Beginn weg ist Tanhell einfach noch viel zu übel. Aber mit Zurückhaltung. Ich meine, Alter, damit kann ich jedes Pokémon, also theoretisch natürlich das Pokémon fangen, wa? Theoretisch auch die legendären, wobei auch da, wie gesagt, natürlich gibt es abgesehen vom Meisterball halt auch bei den legendären keine hundertprozentige Treffer, beziehungsweise natürlich Fangchance. Ja, ich habe dummerweise kein Ding dabei. Kein Pokéball, 10 Kopfstoß! Ziemlich langsam, Tanhell noch, na egal. Wieder auf die Attacke auflädt. Ich überlege gerade, was, also bei Maike direkt einen Arena-Kampf, sage ich schon, normalen Pokémon-Kampf habe? Ich glaube schon. War eine der ersten Rivalenkämpfe doch damals. Weil, wie gesagt, Rubin Saphir war ja Höhenregion, sprich dritte Generation. Das könnte als etwa hinhauen. Wobei stimmt nicht ganz natürlich bei Gold, Silber, Kristall, ja, mit dem Rivalen. Auch schon sowas. Wo ist Altstadt? Okay, gut, dann 103. Nein, nicht schon wieder. Eins wollte mich verarschen. Der kommt, einmal geht er schon. Wir haben ja Tränke dabei. Tja. Der wäre es nur gewesen, hätte Hydropyr gegen Garbo genommen. Wobei Garbo, doch stimmt schon mit Tackle und so. Hat gerade von wegen, ja, Pflanzentag bringt auch nicht viel. Weil Wingal ist ja Wasserflug. Hilfe! Flammy macht das 4 durch einmal kalt. Ich überlege, ob ich vielleicht mit Glut mehr Schaden machen würde. Klar, es wäre nur die Hälfte, weil Wasser, Typus und so. Das wäre für uns Nachteil. Andererseits, naja. Der Spezialangriff und die Spezialverteidigung hat natürlich auch noch was auszurichten. Boah, 11 Tränke, ganz schlecht. Okay, komm, ich habe 2 Pokémon dabei, also wenn, dann Maike sowieso nur 1 und 2 ganz Starter, von dem her. Maike, servus. Was sind so? Hallo, Maike, hörst du mich? Leute, was sieht denn dort hinten? Der ist ein schöner Weg, aber, Ich gehe mal vorbei. Hier ist halt nichts Besonderes. Und schon wieder kommt Wingal, wa? Soll ich wetten? Zum Glück habe ich nicht gewettet. Ein Zickzacks. Zickzacks, Zickzacks. Okay, Flammy, die Blutattacke, wenn er bitten darf. Flammy. Ach, du kriegst die Tür nicht zu. Zickzacks. Autsch. Voll auf den Schnabel, ey. Ich frage mich, ob Flammy hier noch Schnabel erlernt. Ich glaube, Rubin Saphir hat
Fleming das noch gelernt. Bin nicht mehr ganz so sicher. So. Michael, servus. Mein Kollegen, was für Pokémon findet man auf Route 103 nochmal? Wingal. Oh, ein Michael. Klar, Michael findet man, ist klar. Oh, ich sehe schon, mein Vater hat dir ein Pokémon geschenkt, wa? Einen besseren Grund, um gegen einen zu kämpfen, gibt's nicht. Komm, ich gebe dir einen Vorgeschmack auf das Leben als Trainer. Yo, Mann! Gib mir Brofist! Okay. Eine Herausforderung! Pokémon-Trainer Maike! Hydropi! Aber ja klar. Hydropi! Flammy! Ja, ich glaube, ich werde dann bei Alpha 4 nur damit ihr Bescheid wisst, ich glaube, Gegabo nehmen. Ich finde irgendwie. Wobei. Kriegssatz nehme ich besser Maike. Na egal. Das war nur gerade so ein Gedanke, weil Gegabo fand ich eigentlich nur eines der coolsten Pokémon, so grundsätzlich, aber weil bei Rubin, Saphir ist im Ragen noch so, dass es halt nicht allzu viele gute Attacken drauf hatte. Wegen damals Kampfsystem noch, den Typus Attacken etc. Da war damals noch ein bisschen unpraktischer. Willst du mal verarschen, du hast garantiert ein Ding drauf. Das Vieh verarscht mich doch. Da oben da garantiert Abwehrknarre drauf. Was soll Fleming tun? Ja, das ist eine gute Frage. Nee, natürlich nicht, sondern die gleiche wie immer. Kratzer! Das stark, das Hydropie, ey. Ich sag nur, das ist ein Angriffswert höher als meiner. Könnte wohl raus sein. Level 8! So, neue Attacke. Du besiegst Maike. Das war spitze, Maike, du bist ja echt ein Naturtalent. Naja. Kam, glaube ich, nach der langen Pokémon-Trennerzeit, war muss man überlegen, das sind ja schon 15 Jahre mindestens. Die ersten Edition spricht damals noch Rot, Blau und Gelb. Das war ein toller Kampf, danke dafür. Warte mal eben, ich hatte unsere beiden Teams. Jupp. Dein Team wurde vollständig geheilt, ja, was auch sonst. Ich glaube, ich weiß jetzt, warum mein Vater so viel von dir hält, dass er dir sogar ein Pokémon gegeben hat. Das ist ein Pokémon noch nicht sehr lang, aber es hat dich schon total gern, das sagt doch alles. Wenn jemand mit dir will, bestimmt dieses Pokémon befreundet sein. So, ich bin hier fertig. So lange ist es Zeit, zum Boot zurückzukehren. Komm, wir gehen zusammen. Ich will aber nicht. Ich bin mir bereits geheilt. Aber ich könnte jetzt theoretisch noch ein bisschen Tannheld trainieren, wa? Was soll ich wirklich schon? Nee. Das sehen wir uns noch auf für später. Na, Kumpel, also jetzt Pokéball für mich dabei, da geht das erst nachher. Der Typ regt mich auf und er geht mir auf den Keks. Er gibt mir noch einen Keks, ein Wutkeks wäre jetzt was. Ist das richtige Spiel, fällt mir gerade auf. Bad Lavastadt, stimmt ja. Doch dazu kommen wir später. Wie lange, Michael, lass ich dann zurückgehen? Hey, ich kenne meinen Weg, hey. Alter, ich habe ein Navi. Das Multinavi. Wie sagen Multi? Was denn sonst so drauf? Naja, mal schauen. Wow, war total kompliziert zurückzukehren. Wurzelheim. Ja, alles für die Wurzel. Hey Michael, hier drüben. Ich gehört habe, was du Mike im Kampf besiegt. Ich bin beeindruckt. Es hilft mir schon sehr lange meine Forschung und hat deswegen schon viel Erfahrung als Trainer. Hier, diesen Pokédex hätte ich zu folgenden Zwecken bestellt, aber ich glaube, bei dir ist er besser aufgehoben als meiner Tochter. Geht schlecht, wa? Ja, und sie grinst nur. Der Pokédex ist ein hochmodernes Gerät, das automatisch Daten zu einem Pokémon erfasst. Du siehst oder fängst. Michael geht nie ohne ihren aus dem Haus. Sie kann mich oft bei der Feldforschung besuchen, wenn ihr ein seltenes Pokémon in den Pokéball gegangen ist, um mir den Eintrag in den Pokédex zu zeigen. Für dich waren Begegnungen mit vielen Menschen und Pokémon und Natur, soweit das auch gereicht. Es würde mich sehr freuen, wenn sich durch diese Erfahrungen dein Horizont erweitern würde. Und wenn du dabei noch fleißig in den Pokédex fühlst, wäre das natürlich noch geiler. Wenn du Besuch kommst, sagen sie von das ist ja das Gleiche. Das ist auch ein Pokédex, Michael. Hey, genau wie ist das einmal für dich? Dann kannst du hier sicher gut gebrauchen. Hier ein paar Pokébälle.
Na, endlich mal! So. Pokémon, die in einem Kampf mitgekämpft haben, bekommen sogar Anfangspunkte, wenn du das viele Pokémon, gegen das sie gekämpft haben, fängst. Ja, logisch, es ist noch nicht so lange, es ist erst seit XY so, ja, also in dem her. Kann ja unser Bestes, Michael. Ja, tschüss. Was willst du noch? Mit vielen Mensch-Pokémon und so, das ist ja klar. Ja. Mein Horizont ist klar. So, tschüss. Apropos Horizont, ich glaube, beim Remake kann man trotzdem nur noch in die Höhenregion bereisen. Also sprich, Johto, Kanto und so geht nicht. Ja, ein bisschen doof so, was willst du machen? Mama, ich bin zu Hause. Dein kleiner Liebling. Was machst du denn hier schon wieder? Und sie peppelt uns auf. Yeah. Pass auf dich auf, Kleiner. Ja. Das machen wir doch schon. So, Leute, ich wollte mal sagen, wir sind Pokémon fangen, wa? Geht natürlich am besten mit einem Pokémon, das unsere Gegner, ja, wie soll ich sagen, halt ziemlich gut auf das Minimum schwächt. Was ist jetzt schon los? Hast du schon mal Professor Birk vorbeigeschaut? Oh, was ein süßes Pokémon. Hast du das von Professor Birk bekommen? Toll. Wir waren schon mal bei dir, Mutti. Du kommst genau nach deinem Vati. Gut siehst du aus mit deinem Pokémon. Ja, danke schön. Kannst du glauben, dass du jetzt dein eigenes Pokémon hast? Vati ist bestimmt überglücklich, wenn er das hört. Wir können mal anrufen, wa? Aber scheinbar gibt es noch keine Handys. Sei bitte immer vorsichtig. Wenn hier was passiert, kann sie jederzeit wieder nach Hause kommen. In Ordnung? Los, schnapp sie dir alle, Schatz, ja. Let's catch 'em all, sage ich dazu nur. Und tschüss, Mutti. Ach ja, unsere Mutti. Ein Herz, eine Seele und tschüss. Michael, was denn jetzt schon wieder? Ja, das war mein Papa. Das wollte er eigentlich schon vorher geben. Ja, und dann weiter, endlich. So, und was jetzt? Die Pokédex ist eine Funktion. Bitte was? Damit kannst du unter anderem für jede Gegner Informationen zu den dort liegenden Pokémon abrufen. Geilomatico! Ey, das ist ganz geil. Extrem praktische Funktion, besonders wenn du die alle Pokémon anstappen willst, Gut, ich werde wohl kaum ein Let's Play hinkriegen, aber das ist ein anderes Thema. Ja, ich mach das schon. Das funktioniert echt, mal gucken. Tatsächlich. Sehe ich echt, was für Pokémon gibt, das natürlich noch Silhouetten war. Wampel, Zickzack und Fifi müsste es sein. Respekt, hey. Also meine, eigentlich ist es eine ganz einfache Funktion, war, wenn du so überlegst, aber andererseits natürlich total genial. So, Tanhel, du machst das schon mit der Zurückhaltung. Halt dich nicht zurück! Autsch! Ja, ein Stahl-Pokémon mit Normalattacke angreifen. Er setzt den Tackle ein, der bringt mir leider nicht sehr viel. Boah, wie das alles aussieht hier unten. Flucht ist denn das? Wie sieht denn das aus? Bisschen seltsam. Die Bälle, genau. Ein Pokéball. Nasum dann. Ja, okay. Ein Nasum an Tanhel. Wieso? Habe keine Ahnung. Fifien wurde gefangen. Fifien. Spezielle Erfahrungspunkte. Wieso speziell? Weil es... vermutlich weil es, ja. Das Pokémon gefangen wurde, deswegen registriert. Fifien wahrnehmen, schaut es zu. Es heißt, eine Beute so lange, bis sie vollkommen erschöpft ist. Wenn es die Beute allerdings wehrt, kann es passieren, dass Fifien klein beigibt und flieht. Ich glaube, der Textinhalt ist neu, war. Was ist mit dir los, ey? Wuff! 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 Wahoo! Oh, Menno. Verrückt, wer ist hier unten noch los? Aha. Ja, dann machen wir mal weiter. Die Frage ist, welchen war? Ja.
Also ein Name bietet sich gerade an, ich weiß, er ist nicht gerade sehr originell, aber... Er passt gerade so gut. Nein, nein. Oh. Nein, nö. Ey, ich bin noch aus Versehen drauf gekommen, wieso? Oh, ich wollte eigentlich Fifi eingeben. Was soll denn das? Jetzt muss ich warten, bis ich den Namen da umbenennen kann. Ja, ein bisschen doof, dass man da nicht irgendwie die Funktion hat. Willst du wirklich diesen Namen nutzen? Weil ganz ehrlich, da kannst du einfach mal aus Versehen draufkommen. Naja. Okay, immerhin wird es angezeigt unten. Wir haben es bereits gefangen. Sehr gut. Also warum plötzlich das fehlt noch? Ich habe nicht so was als jetzt pro Route das Pokémon fangen, wa? Das sicher nicht, aber ja, vielleicht ab und zu schon, wenn es gerade über den Weg läuft. Den Flumel ist noch nicht hier unterwegs und auch noch kein ich überlege gerade, das haben wir noch auf der Liste. Vom Infopad hat mir geschrieben, was er gerne für Pokémon in meinem Team, also das Pokémon ich natürlich aufnehmen soll ins Team, so mit dem Schuh draus. Cholunio, genau, Arcan ist ja auch so noch ein Thema, aber das kommt sowieso erst später. Und auch das Zigzags gehabt. Nur der Torso ist so eine geile Fertigkeit, hey. Vor allem zu Beginn noch, oder? La 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 la. Und der Pokéball fliegt und siegt. Yeah, yeah, yeah. Oh man, ja, let's catch 'em all. Du. Tannen erhält spezielle, ja, ganz spezielle. So, was steht hier Schönes? Registriert, ja, dankeschön. Was anderes? Zufällig begegnet. Interessant. So. Der Versuch ist noch. Siggi! Eigentlich Sieg würde fast schon besser passen. Egal. Noch ein Pokémon Center. Lala. Ja, wir kommen schon. Oh nein, Mike will schon wieder fighten. Tja, Leute, das und noch vieles mehr erfahren wir dann das nächste Mal hier wieder bei Pokémon Omega Rubin. Dann im dritten Part. Bis dahin. Tschüss.